Ja, das ist sozusagen ein Kabarett mal 3. Ja, 3 Künstler werden heute versuchen, ihr Bestes zu geben und euch ein bisschen mitzumreißen. Und ich hoffe, ihr könnt zum Schluss wirklich alle miteinander sagen, wenn ihr hier noch den Marienplatz verlasst, dass ihr direkt in der Stimmung drin seid, dass ihr sagt, Mensch, da hätte man daheim bleiben auch können. Schmarrn, natürlich sollt ihr sagen, ja, so schön war das da, gell, da das Fußball ist Nebensache gewesen, da der Kabarettabend, da der war das Highlight, gell. Und jetzt habe ich auch ein bisschen die ehrenvolle Aufgabe, euch quasi, also sozusagen ein kleines Warm-up zu machen, weil ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der eine oder andere Preis bei euch unten sitzt. Kann das sein? Ja? Dürft ihr euch ruhig melden, ich habe kein Ausländerhaus. Ja? Ja, das habe ich, ja, wunderbar, schau, der junge Herr, der meldet sich ganz freiwillig. Und speziell für diese ganzen Personen, die jetzt der bayerischen Sprache nicht so mächtig sind, für die habe ich jetzt einen kleinen Kurs vor am Anfang. Und zwar spiele ich ein bayerisches Lied mit sehr bayerischen Ausdrücken. Und da war es nicht schlecht, wenn mir dann jemand assistieren darf und das Ganze dann übersetzen darf. Wer hätte noch mal Zeit? Blöde Frage, ich weiß, Zeit habt ihr alle. Wer hat noch mal Lust? Dann nimm ich die Dame da in schwarz. Du schaust mir jetzt genau, du weißt genau, wen ich meine. Jetzt komm, geh halt auf zu mir, schau, wir haben doch keine Zeit. Haben wir einen Applaus für die Dame, gell? Ja, schau her. Außen um mich bitte. Mei, irgendjemanden muss alle treffen, gell? Wir müssen gerade, wir zwei haben wir verantwortlich, dass die ganzen Preisen diesen Abend heute gut verstehen. Verstehst du das? Nicht? Also, das ist ganz einfach. Ich spiele es jetzt quasi auf Bayerisch und du müsstest das versuchen, ins Hochdeutsche zu übersetzen. Ja? Machen wir das? Probieren wir es. Du kannst gerne ein wenig bei mir mit reinschauen, da steht es nämlich nicht drin. Wenn mich ein Fremder fragt, woran erkennt man Bayern? Weißt du, was ich dann zu ihm sag? An der Luft und an die schönen Bayern. Bayern, das ist gar nicht weit. Du erkennst das dann gleich an die Leid. Und jetzt kommt der Text zum Übersetzen. Bist du bereit? Doch. Also, ich tue ganz langsam. Weil, wo ist er nicht schwer? Weil, wo, da, Ungi mit dem geht von Schrot, aber sorgt und die Resi von der Biesel allem Knädeltag der Wacht, wo beim Wirt umtreiben die ganzen Gerät in der Spimmhand, Mika und beim Horgast zwei Preisen mit dem Rauschwand. Soll ich es nochmal langsam probieren? Ganz langsam nochmal, gut. Wir haben ja doch ein bisschen Zeit. Weil, wo, da, Ungi mit dem geht vom Schrot, aber sorgt und die Resi von der Biesel allem Knädeltag der Wacht, wo beim Wirt umtreiben die ganzen Gerät in der Spimmhand, Mika und beim Horgast zwei Preisen mit einem Rauschwand. So, liebe Gäste, und jetzt hören Sie unsere charmante Stimme von unserer Dolmetscherin. Weißt du was? Du weißt was? Ich hab das sicherheitshalber schon mal vorbereitet. Du müsstest das... Jetzt beruhigt euch, du müsstest das jetzt nur noch immer vorlesen, immer 2 Strophen. Okay, also das war jetzt ganz spontan. So, liebe Gäste, aber jetzt kommt unsere charmante Dolmetscherin mit der Übersetzung für die Nicht-Bayern. Bitteschön. Wo der Onkel mit den Firnbaden vom Balkon runter uriniert und die Crescenz von der Bieselalm den Klosteig anhört. Wo im Gasthaus hinter der Kurve die ganzen Bänke vor der Haustür vollgebogen sind, weil am Mittwochabend beim Musikantentreffen sein Bäusen einen Rausch hatten. Dann weißt genau, jetzt bist in Bayern, in dem Land mit dem besten Bier. Und wenn's der rechte bravs Bierwald bist, kriegst der Leberkasschein von mir. Bei uns heißt's Hopfen und Malz Holiday, die auf geht's Gott erhalt's. Bayern stolz. Das war doch nicht ganz einfach. Du musst schön laut und deutlich ins Mikrofon, okay, dass die Leute auch mitlachen können. Weil ich kenn's ja schon. So, jetzt kommt die nächste Strophe.
wo unterm Stirnhaus vom Fletz der Brederbohnbraun borzt ist und das Ofenrohr für Dampf 0 auf 180 gekürzt ist. Jeden Tag um 6 Uhr der Gickerleuwe blärt, der Bauer in der Kammer grad sein Gspusi zusammenbärt. So, liebe Gäste, jetzt kommt wieder unsere Dolmetscherin. Bitte schön. Wo im Treppenhaus der Bretterboden vom Hausgang braun gebeizt ist und der Backofen für die Dampfnudeln auf 180 Grad geheizt ist, wo jeden Tag um 6 Uhr früh der Hahn ganz grausam dreht und im Zimmer sich der Landwirt mit seiner Affäre sexuell beschäftigt. Dann war's genau, jetzt bist in Bayern, in dem Land mit dem besten Bier. Und wenn's der rechte bravs Bierwald bist, kriegst der Leberkasschein von mir. Bei uns heißt Hopfen und Malz Holiday, die auf geht's Gott erhalt's. Bayern stolz, das haut doch wunderbar hin mit uns. Hast du schon gesehen, auf der Rückseite geht's weiter? Wo der Opa in der Schupfer zwei Hockerhaxen draxelt, der Pfarrer in sein Beichtstuhl sein Pfarrerskirchen schnackselt, der Wilderer beim Gamsenjungen Wolperdinger schießt, der Mesner zwingt sein Schnupftabak in Opferstock reinirst. Hatschi! So, und jetzt wieder unsere charmante Dolmetscherin. Wo der Großvater in der Scheune zwei Stuhlbeine drechselt und der Pfarrer in seinem Beichtstuhl mit seiner Pfarrersköchin den Verkehr ausübt. Sehr gut umschrieben. Wo der Wilderer beim Jagen einer Gemse auf ein bayerisches Fabelwesen, sogenannter Wolperdinger, schießt und der Mesner wegen seines Schnupftabakkonsums in den Opferstock hineinliest. Hatschi. Dann weißt genau, jetzt bist in Bayern, in dem Land mit dem besten Bier. Und wenn's der rechte bravs Bierwald bist, kriegst der Leberkasschein von mir. Bei uns heißt's Hopfen und Malz Holiday, die auf geht's Gott erhalt's. Bayern stolz, jetzt haben wir's bald geschafft. Jetzt komm ich wieder. Wo am Freitag der Stammtisch zum Schafkopfer sitzt, a jeder nach der 5. halbe Blut und Wasser schwitzt. Der Hirsel zu seinem Kammerfenster die Leute umgetragt, der Bauer, wenn er dann erwischt, mit dem Ochsenfiesel schlagt. So, und jetzt wieder unsere Dolmetscherin. Wo am Freitagabend der Stammtisch zum Gartenspielen sitzt und jeder nach der 5. halbe Blut und Wasser schwitzt. Wo der Matthias zum Fenster seiner Geliebten eine Leiter hinüberträgt und der Bauer, wenn er ihn erwischt, mit dem Ochsenziemer schlägt. Sehr gut. Dann war's genau, jetzt bist in Bayern, in dem Land mit dem besten Bier. Und wenn's der rechte bravs Bierwald bist, kriegst der Leberkasschein von mir. Bei uns heißt's Hopfen und Malz Holiday, die auf geht's Gott erhalt's. Bayern stolz, jetzt haben wir's gleich geschafft, jetzt kommen die letzten zwei, gell? Wunderbar. Das sind aber meine Lieblingsstrophen. Wo sich die Losverlatter freit in der Odelgruben drin walzt, der Bauer mit der Gorsel seiner Alten eine schnalzt, der Lehrbuhr in der Werkstatt schlammt, arbeitet nicht genau, kommt der Meister mit dem Eschernbügel, Tristen, Crayon blau! So, jetzt zum letzten Mal an diesem wunderbaren Sommerabend, gell, so herrlich ist unsere Dolmetscherin. Ja, bitte. Wo sich die weibliche Muttersau vor Freude in der Jauchengrube wälzt und der Bauer mit der Haselnussstaude seiner Frau schmerzhafte Streicheleinheiten beschert, wo der Lehrjunge in der Werkstatt nicht genau arbeitet, da kommt der Meister mit einer Keule aus Eschenholz und fügt ihm grüne und blaue Flecken zu. Dann war's genau, jetzt bist in Bayern, in dem Land mit dem besten Bier. Und wenn's der rechte bravs Bierwald bist, kriegst der Leberkasschein von mir. Bei uns heißt's Hopfen und Malz Holiday, die auf geht's Gott erhalt's. Bayern stolz. So leid, jetzt wisst ihr's genau. Daran erkennt man Bayern. Unsere Sprache ist schon eine Schau. Die kommen nicht bloß oberleiern. Und das ist der Beweis, wenn's das nicht kannst, dann bist der Preis. Dankeschön. Danke dir.